Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Wir fangen jetzt gleich mal mit einer richtig üble Passage hier an. Eine von der prägendsten, meiner Meinung nach, im ganzen Spiel. So, jetzt sind wir ausgerutscht und voll auf, auf der Berg drauf. Und die Endgegnermusik sagt uns schon, dass da nichts Gutes passieren kann. So, da kommt nämlich ein Lawinchen, aber egal wie schnell ich bin, die überrollt mich leider immer. Jetzt landen wir hier in einer Eishöhle. Stunde später, als du aufwachst, siehst du ein Widder vor dir. Gut, du bist wieder wach. Er scheint gefangen zu sein. Kannst du gehen? Ja, kein Problem. Hey, Arg ist niemand, der so leicht aufgibt. Genau, so ist es. Würdest du mir bitte folgen? Ja. Jetzt kommt da nämlich noch eine Überraschung. Da liegt noch ein anderer Widder. Und allein schon, dass hier keine Musik ist schon ein Zeichen dafür, dass es hier ernst ist, die Situation. Ähnlich wie ein Orkanjahr. Das ist mein Gefährte. Er atmet nicht. Er ist hart aufgeschlagen. Das Schicksal ist oberherzig. Grad weilt man noch zusammen. Aber Tränen helfen nicht weiter. Sie bringen ihn nicht zurück. Oh, das ist echt heftig. Also die zwei sind zusammen hier unterwegs gewesen, von der Lawine, die ich auch noch verursacht habe, überrascht worden. Beide auch in die Höhle geknallt und er ist dabei verstorben hier. Er scheint nicht mehr zu atmen. Jetzt sind wir da in der Dunkelheit. Ich gehe mal zwischen die Widder auf der Höhe zu dem. Die Nächte sind eisig. Oh, und es wird dunkel. Jetzt sind wir hier im Stockdusterer. Wer hat dann das Licht ausgemacht? Hast du Angst in der Dunkelheit? Niemals. Ich bin lang allein gereist. Ich fürchte weder Tod noch Teufel. Noch das Dunkel? Alle Lebewesen weiden die Dunkelheit, weil sie einsam macht. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns alle Partner suchen. Das finde ich auch wiederum etwas, wo man echt nur drüber nachdenken sollte. Jetzt, dass wir uns deswegen Partner suchen, aber generell, dass die Leute Angst haben in der Dunkelheit oder so eine Urangst vor der Dunkelheit da ist, dass man deswegen halt auch die Gesellschaft von anderen Leuten sucht. Wollen mal, wenn ich schlafe, komm näher, ich halte dich warm. Das ist schön, es erinnert mich an... Also wenn es an die Melina erinnert, muss die schon ziemlich horig gewesen sein. Nee, aber klar, in so einer Situation in der Eishöhle und so, da nimmt man alles, was warm gibt. Und so ein Widder, der hat definitiv Warmgeber. Sam Fell. Was macht er dann da? Tut mal leid, habe ich dich geweckt? Die Kälte hat mich aufwachen lassen. Ich verstehe. Du musst hungrig sein. Wie wär's mit Frühstück? Boah, jetzt gerade die Musik da dazu. Und wie der schon von der Seite guckt und bei seinem toten Kamerad ist. Was machst denn du? Ich ess. Durch die Kälte bleibt das Fleisch länger haltbar. Das habe ich nicht gemeint. Er ist ein Gefährte, wie kannst du davor essen? Er wird in mir weiterleben, deswegen mache ich's. Auf die Weise wird er immer bei mir sein. Boah, ich finde es so knallhart. Weil man kennt sowas auch von Leuten, die irgendwo abstürzen oder die irgendwo gefangen sind und zu Kannibalismus gezwungen werden. Ich finde, das könnten genauso gut zwei Menschen sein hier. Deren Situation, das ist so krass, die Situation. Trotzdem, ich kann nichts davor essen. Ich verstehe, das ist schlecht. Weil, wenn du allein weitergehen willst, musst du dich stärker. Boah, die Situation ist so heftig, zu was man halt generell in Notsituationen gezwungen wird, zu was für einem hässlichen Verhalten. Wenn wirklich nichts anderes mehr da ist als der eigene Kumpel, dass man dann so einen rabiaten Weg geht, das ist so heftig, das ist so immens heftig. Ich habe das schon als Kind so abartig gefunden, die Stelle, und habe nur Mitleid empfunden, das war so heftig. An der Stelle scheint das Eis dünner zu sein.
Vielleicht kann ich mit meinen Hörnern zerstören. Tritt zurück. Okay. Dann lassen wir mal. Also ein Widder, der mal richtig Gas gibt, das hat auch einen ordentlichen Wumms. Das kann ich sagen. Mich hat zwar noch nie einer attackiert, aber man kann sich's vorstellen, wenn man die Tiere mal in Aktion gesehen hat. Es ist gebrochen. Er scheint nicht mehr zu atmen. Oh Mann, das ist so heftig. Das ist so heftig. Oh nee. Oh, und die Musik löschen jetzt. Du kann ich nicht hochklettern, aber du kannst noch oben in die Freiheit klettern. Hör zu, du wirst später noch mehr wenn von der Art vorfinden. Versprich mir, nie aufzugeben. Ich werde auf einem anderen Weg entkommen. Du musst durchhalten. Oh Mann. Oh Mann. Geh jetzt und setz deine Reihe sofort. Ich finde es so heftig. Ich finde es so abartig heftig. Vor allem, weil man eigentlich weiß, okay, hier gibt es keinen anderen Weg mehr. Und der wird hier wahrscheinlich mit seinem Kamerad verändern. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als sein tote Kamerad zu essen auch noch. Und er will halt auch nicht, dass wir das sehen müssen. Oh Mann. Oh Mann. So eine heftige Stelle. Ich finde das jedes Mal wieder so... Oh, so nervenaufreibend das Ganze. Die Passage, die berührt mich jedes Mal von neuem, muss ich sagen. Was anderes kann ich da echt schon nicht mehr sagen. Die Stelle hat mich immer wieder berührt und macht es auch jetzt gerade wieder. Ich bin mal sicher, ich spiele das zum... Was weiß ich, zum 20. Mal oder was durch. Mir so arg jetzt nicht, aber das ist bestimmt das 8., 9. Mal, dass ich Terranigma durchspiele. Und es berührt mich doch jedes Mal wieder, obwohl ich genau weiß, was da auf uns zukommt und was genau da passiert. Yes, das erleid. Obwohl ich es genau weiß. Aber es trifft ihm jedes Mal, weil man genau weiß, okay, das könnten genauso gut jetzt 2 Menschen sein, die in so einer beschissenen Situation drin sind. Und, tja, was will man machen? Wenn man eingesperrt ist, wenn man nichts anderes zu essen hat, dann ist man zu so einem Scheiß gezwungen. Boah, das ist echt heftig. Immer wieder heftig. Die Passage. Also für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Was denken ihr da dazu? Gebt mir doch gerade mal Bescheid, ihr liebe Leute, was ihr davor halten. Und wie ihr das Ganze sehen. Ob ihr eventuell auch noch mal so Ideen habt bezüglich Dunkelheit und Partnersuche. Ach, das würde mich sehr interessieren. Wie ihr zu der Aussage von dem Widder stehen. Jetzt kommen wir endlich an die Trutra und erhalten eine Vitalelixier. Ja, was die Aussage vom Widder angeht, klar. Die Urangst vom Mensch bezüglich Dunkelheit ist natürlich immer da, gerade in der Steinzeit, wo man halt auch Gruppe gebraucht hat, um so überleben zu können. Jetzt kommen wir auch nämlich zu dem Gebiet hier. Es geht nur noch so über die Höhle, dass wir zu dem Widder runterkommen. Aber in das Gebiet können wir definitiv nicht mehr gehen. Ja, bezüglich Steinzeit und Gruppensuche und so, dass man halt auch in größere Gruppe überlebt und nachts, wenn auch noch Raubtiere unterwegs sind, ist klar, dass die frühe Kulturen auf Gruppebildung angewiesen waren und dass man so auch effektiver überleben kann. Und ich glaube, gewisserweise hat sich sowas auch heute noch gehalten, dass man auch irgendwie Angst hat, allein zu sein und dass man sich halt in Gruppe auch stark fühlt. Und dass man deswegen auch vielleicht auch Partner sucht, eben weil man Angst davor hat, allein zu sein, man weiß es nicht, ne? Man weiß nicht, was im Mensch so wirklich vorgeht. Da ist das Gebiet tatsächlich. Ich habe echt gedacht, wir könnten es nicht mehr erwischen. Ich probiere es gerade noch einmal. Nee, jetzt sind wir hier, glaube ich, versperrt. Wir kommen doch nicht mehr weiter. Nicht, dass ich wüsste, oder? Nee. Aber wir können hier definitiv nochmal einen Kristall uns holen. Na komm her, du elender Putzenickel. So. Da haben wir es. Ein Kristall. Und jetzt können wir auf jeden Fall auch nochmal Wunderknolle nehmen, um uns nochmal voll zu heilen. Und ich glaube, in der nächsten Siedlung muss ich definitiv wieder einkaufen gehen. Weil so fix wie in Sui finden wir keine Wunderknolle mehr. In Truhe. Södela. Jetzt wird wieder weiter gegeiert. Ach ja, nee, es würde mich echt sehr interessieren. Geben wir doch bitte in die Kommentare auf YouTube. Oh nee, jetzt hat er mich verwirrt. Jetzt hat er mich verwirrt, der elende Rievenickel.
So, ich drücke noch oben und gehe noch rechts. Ich gehe noch unten und er geht links. Ich gehe nach rechts und er geht hoch. Und jetzt ändert sich es gerade wieder. Jetzt gehe ich noch rechts, er geht hoch. Ich gehe noch oben und er geht rechts. Ich gehe noch rechts und er geht runter. Ich gehe noch unten und er geht links. Ja, das ist so ein elender Mist. Und es geht immer noch weiter. Das ändert sich halt auch ständig. Sodass man auch nie gleich die Bewegungsabläufe hat. Arg ist verwirrt. Okay, jetzt geht's so rum. Jetzt geht's gerade umgekehrt. Mann. So rum. Eieieiei, ich hasse das. Ich hasse das. Moment, so rum. Ich will aber noch die Männler fertig machen. Auch wenn ich genau weiß, dass die Kerle mich gerade schä verwirrt haben. Nur schä gelackmeiert haben. Will ich trotzdem ihre Erfahrungspunkte haben. Komm schon. Mann. Diese Scheißverwirrung, ich sag's euch. Boah, bis der Quatsch endlich einmal auf Kurve ist, sollte man vielleicht doch das Gebiet wechseln. So rum. Arg ist verwirrt, ja. Das hält jetzt ein ganzes Weilchen. Ein ganzes Weilchen. Mann, oh Meter, was ein Scheißdreck. Lästig ohne Ende. Ich kann's euch sagen. Vor allem, wenn das auch ständig wechselt. Eieieiei. So rum. So. Komm her. Oh Mann. Zack. Es hält auch, glaube ich, wirklich dort die ganze Zeit an. Oh Mann, ist das ätzend. Arg ist verwirrt. Ja, ich habe schon gemerkt, dass er ein bisschen verwirrt ist. Eva ist es ganz normal von der Steuerung. Jetzt gehen wir aber mal hier runter, damit die Verwirrung weg ist. Ihr seht jetzt da aber bei dem Level, jetzt wird wieder 50 gezeigt. Die Lawinen scheinen das Seeverschütze haben. Sieht ganz so aus, Herr Professor. Deswegen gehen wir jetzt auch hier wieder runter auf der ehemalige See und kommen von dort ins nächste Gebiet rein. So, gerade mal Interesse halber gucke in der Bibliothek, wie es ausschaut. Wegen unserem Level. Zack. Okay, es ist nämlich weit bis zum nächsten Level. Das können wir definitiv noch durchhalten. Und wir kommen auf jeden Fall mit Level 16 von Eklemata raus. Wolfsbestie ruft Verstärkung. Okay, Verstärkung in Sicht. Tja, da lassen sie dich wohl alle. Zu Recht. Okay, jetzt erklimmen wir weiter hier der Himalaya bzw. Eklemata, um die Menschen zu retten. Hier geht es nochmal weiter in der Eishöhle. Also weiter haben wir es auf jeden Fall nicht mehr und ich verlasse Eklemata eigentlich immer ganz gern mit Level 16. So ist dann nach der Endgegner kein Problem. Arg erhält 99 Taler. Ansonsten ist hier Sackgasse. Was großartig anderes gibt es hier auch nämlich für uns. Okay, schön. Man muss aber achten zu Sache, was ich recht interessant finde. Davor da schon reichlich, der feine Herr, okay. Da wird wahrscheinlich ein Gegengift oder ähnliches drin sein, nämlich mal A. Gegengift oder Waldkraut können drin sein. Okay, wir nehmen jetzt trotzdem immer so Wunderknöllchen. Was ich ganz interessant finde, um ehrlich zu sein, ist die Tatsache, gucken wir gerade mal rein, bei der Waffe. Wir hatten, als wir aufgebrochen sind vorher, den Kristallspeer und hatten Hexagonstab. Dann hat man im Sonnebaum den Sonnenstab, bündelt die Kraft vom Sonnebaum, das wird wahrscheinlich aus seinem Holz bestehen. Dann haben wir in Craigliffe den Granitspeer gekriegt, in Sui die Dornelanze, die Löweklaue dann von Leon, wo wahrscheinlich auch eine Löwekralle drauf ist und jetzt der Flammestab. Alles sehr natürlich, außer die Sache, die natürlich in menschliche Siedlungen waren, wie auch hier zum Beispiel. Die Normalkleidung, die Schutzweste und die Lederweste und die Titaniumweste. Sobald wir wieder unterwegs waren, hatten wir dann hier Rüstung aus Blätter und dann hier die Sonnenrüstung, die wahrscheinlich auch aus Blätter oder aus natürlichem Material besteht. Dann der Federanzug, wo viele Vögel davor die Federe gelost haben, die Felljacke und jetzt der Eispanzer. Das sind eigentlich alles so Sachen, die kommen eher natürlich vor, beziehungsweise dafür braucht man keine menschliche Handwerker, um das wirklich so herzustellen. Außer vielleicht für die Felljagd. Auf jeden Fall sind das alles so eher natürliche Sachen und es ändert sich dann auch stark, wenn die Menschen dabei sind, weil dann haben wir wieder von Menschen verarbeitete Sachen mit dabei. Das finde ich persönlich hochgradig interessant, sowas.
dass wir jetzt eher in der Zeit, in der die Menschen noch nicht da sind, auf so natürliche Sachen zurückgreifen. Was habe ich denn jetzt abgekriegt, um Himmels Willen? Irgendwas wie ich, das habe ich auch abgekriegt gerade, was uns der Schleim gegeben hat. Pfui Teufel. Gehen wir mal raus und hoffen, dass der Scheiß fort ist. Jawohl. Wir haben Glück gehabt, die Wolfsbestie ruft Verstärkung zurecht, kommt aber Kenny ebenfalls zurecht. So, jetzt will ich noch die dappische Männle da fertig machen. Komm her, du Mistvieh. Glücklicherweise beide auf Elmo getroffen. Und kriegt noch einen Kristall davor. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. So, da ist noch... Oh nein, Angriff verpasst. Aber dafür beide auf M Stich platt gemacht. Und jetzt sind wir endlich bei Level 16. KP steigen um 9, die Stärke um fette 3, die Abwehr um 1 und das Glück um 1. Also Level 16 lohnt sich auf jeden Fall. Wenn wir bedenken, wie viel wir sonst bei den Gegnern abgezogen haben, bei den komischen Kobolde hier, können wir durchaus einen One-Hit mal landen. Aber gucken wir mal jetzt. Jetzt kriegen wir den One-Hit auf jeden Fall, weil das war ein Glückstreffer. Kann immer mal wieder passieren. Und weiter geht's ja nicht, das heißt, wir müssen hier runterbotzeln. Und da es hier keine Treppe gibt, müssen wir hier runterbotzeln. Und landen dann hier. Und müssen dann hier weiter. Zack. 210 ziehen wir jetzt schon mal ab. Und normaler Angriff macht 93 Schaden. Also das ist schon richtig ordentlich. Du kannst nicht meckern. So, zack. 211 Schadenspunkte, wenn das nichts ist. Richtig fetter, krasser Scheiß. So, da la. Der Ekelschleim, den machen wir nochmal so fertig. Und dann schmeißen wir noch einen Felsbrocken drauf, der leider nicht getroffen hat. Komm schon. Zack und zack. Na, alla. Jetzt geht's da wieder raus. Wir landen dort runter. So. Jetzt sind wir auch schon relativ nah am Ende von dem Gebiet. Und ich freue mich jetzt schon wie Sau drauf, weil der Endboss schon nicht schlecht ist. Den finde ich schon recht cool gemacht, muss ich sagen. Södeler. Okay. Ich glaube, wir sind schon da. Wir müssen nur noch hier hingehen und dann sind wir beim Endboss. Da ist er auch schon. Ach ja. Die erste Runde von dem ist relativ easy. Er verwandelt sich hier in einen Yeti. Yeti wirft mit Eiskristallen. Ja, geiler Scheiß, ne? Yeti verursachte U-Wetter. Das heißt, wir müssen einfach immer nur in die entgegengesetzte Richtung rennen. Wenn er noch runterrennt, ist eh egal für uns. Noch links ist genauso egal. Das heißt, wir müssen nur, wenn er noch unten rennt, noch runterrennen. Und wir müssen nur, wenn er noch rechts rennt, noch links rennen. Also an sich ist das echt super easy, die Runde. Also da haben wir definitiv keine Probleme hier. Der Morph-Dämon hier hat 3 Runden. Ich finde auch den Namen sehr cool, den fand ich schon früher sehr geil, der Name Morph-Dämon, weil der sich halt noch zweimal verwandelt. Und zum Schluss treffen wir dann in seiner reale Form. Das ist jetzt so die erste Form, die er angenommen hat. Und die Runde ist auch schon vorbei. Jetzt brechen die Eiskristalle und jetzt legt er sich seit 2 die Form zu. Das ist seine Vari-Form, also hässliches Eisskelett. So, jetzt kommt die Zwettform. Da hat er sich mal schnell in einen Zauberer verwandelt. Und wer A Link to the Past gespielt hat und sich mit Aghanim angelegt hat, der weiß auch Bescheid, wie das zu funktionieren hat. So. Zack. Okay, da habe ich eben selber ein bisschen was abgekriegt. Aber das macht nichts. Hoppla. Also an sich auch kein großartiges Problem. Die Runde. Hoppla. Man muss halt mal ein bisschen aufpassen, dass der sich nicht zu nah an den Draht saugt. Dann klappt das auch ganz gut. Zack. Und wenn die Form erledigt ist, dann kommt eigentlich sei schwierig die Form, würde ich sagen. Aber die ist auch nicht unüberwindbar, wenn man weiß wie. Zack. Man kann dem auch nicht großartig mehr Schaden machen, weil er kriegt halt immer nur seine eigene Geschosse in die Schnauze. Und die ziehen nicht so viel ab. Da könnte man jetzt auch Stärke 300 haben, ist auch scheißegal. Es zieht ihm einfach nicht mehr ab, weil man immer nur die Dinger da machen kann. So, jetzt ist er geplatzt. Aber I'll be back. Jetzt kommt er in seiner Originalform. So, und die Originalform ist etwas gemein.
weil er sich immer mal wieder in so Fledermäusle verwandelt. Und wenn man die berührt, gibt's Schade, wie man sieht. So, das heißt, die verdehnen sich da ein bisschen großzügig und wir müssen die kurze Immunität genießen, die wir durch den Flugangriff dahin. Oh, hoppla. Na, kann man gucken, was bei dem Meister abzieht. So, wie gesagt, an sich ist das nur etwas lästig, aber nicht unmöglich. So, hoppla. Du musst dich jetzt zweimal durch. So, jetzt haben wir ihn schon gleich wieder. Wir versuchen halt die Fledermaus, wenn möglich, irgendwo zu zentrieren. Söderler. Also an sich wirklich nichts Weltbewegendes. Nichts, was uns hier jetzt völlig fertig machen geht. Ist halt nur etwas lang, weil er sich immer mal wieder zwischendurch in die Fledermäuse verwandelt, noch jeden Treffer. Naja, komm. Dann geht er immer wieder an den Ort zurück, wo er ursprünglich verwundet worden ist. Das kann jetzt halt eine Weile dauern. Aber ja. Es ist jetzt kein großartig epischer Gegner, wie ich finde. Aber er ist durchaus solide und kann als Kind schon ziemlich stressen. Als Kind habe ich beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, schon ziemlich viel Stress mit ihm gehabt. Jetzt in seiner ersten Phase, da bin ich auch sehr schnell dahin gekommen, wie das funktioniert. Bei der zweiten Phase habe ich auch einfach mal probiert, einen A zu greifen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, den triffst du so nicht. Und ja, irgendwann kommt man auch sehr schnell drauf, gerade eben wie ich es gesagt habe, weil man vorher auch mal ein bisschen Zelda vielleicht gespielt hat, gegen Aghanim gekämpft hat, der ebenfalls so nur zu besiegen ist. Jo, da kommt man relativ fix drauf. Und bei der Phase habe ich dann entdeckt für mich, dass das so die beste Möglichkeit ist, dem auszuweichen. Und dass man da relativ schadenlos durchkommt. Wenn man sich halt nicht völlig dappig darstellt. Zack. Und da muss man halt einfach nur warten, bis man genug Schade gemacht hat und bis der Morphdämon fertig ist. Ich mag jetzt aber auch nochmal an der Stelle kurz was probieren. Ich weiß nicht, ob der als Eiskreatur zählt. Aber ich mag gerade mal gucken, was die Löweklaue bei dem so ausrichtet. Weil manchmal ist es wirklich so, unterschiedlicher Gegnertypus und Status. Und dann macht man da mit einer anderen Waffe ein bisschen mehr Schade. Siehe da, die Löwenklaue macht auf einmal 57 Schade. Also wie gesagt, nur weil die Feuerstange jetzt ein bisschen mächtiger ist, ein bisschen mehr Angriff hat, heißt es noch lange nicht, dass die für den Gegnertyp perfekt ist. Und so haben wir auch den Morphdämon schnell fertig gemacht. Mit der Löweklaue. Morphdämon besiegt. Arg, der Tag ist Kummer, die Menschheit wieder zu erwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Doch sie sind sich deren Macht, die sie besitzen, nicht bewusst. Arg, du musst weiterhin fürs Wachstum von der Welt sorgen. Und jetzt werden wir mit der finalen Erweckungssequenz belohnt. Wir sehen den Kreislauf des Lebens, angefangen bei den kleinsten Lebewesen, der Pflanze. Zumindest bei Blumen. Und ein Landtier kommt, in dem Fall ein Jack, und isst die Pflanze. Der frät sich seines Lebens, dann kommt ein großer Kingvogel, Königsvogel, und reißt den Jack. Lockt er sich hier, brütet, kriegt ein goldiges kleines Kind. Dann kommt der Dämon und bringt beide um. Was der Dämon in dem Fall zum vorerst mächtigsten Wesen macht. Doch dann kommt der Mensch und tötet den Dämon. Der Mensch steht dann halt am Ende von der Kette. Aber nicht durch seine äußeren Attribute, sondern durch seine Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Und ach, der Mensch fällt.
an sich, wie ich finde, sehr passend die Stelle für den Mensch, dass der sich über alles stellt, als Ende von der Nahrungskette sozusagen. Kapitel 3. Licht und Schatten. Das wird das längste Kapitel sein, mit dem wir unterwegs sind. Und da geht die meiste Action ab, weil jetzt die Menschen ins Spiel kommen. Ach ja, ach ja. Ihr könnt euch eventuell denken, wo wir jetzt gelandet sind. Jetzt, nachdem die Menschheit wieder zurückgekommen ist. Du bist wach. Wie geht's dir dann? Das muss ich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du aufgewacht bist. Nala. Okay, so sieht's aus. Wir sind jetzt hier der wunderschöne Musikland. Und ich jetzt sage, bevor wir zum Lord Kumari gehen, gehen wir in Lhasa jetzt erstmal hoch und kaufen nochmal ein bisschen was Ei. Und dann gehen wir runter speichern und ich jetzt sage, morgen machen wir dann weiter mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Aber wie schön, dass da auch immer der altbekannte Händler sitzt. Der hat überall Filiale, der Typ, der ist bestimmt stinkereich und hat es eigentlich gar nicht nötig, hier sowas zu machen. Aber der macht das einfach nur zum Spaß. Wehrt Flüche ab. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Definitiv. So, gehen wir jetzt da rein. Und das ist halt wieder das Interessante an der Geschichte. Wenn wir uns das Ding jetzt auch angucken, allein schon wie das gemacht ist, Mönchskutter, ne? Allein schon wie das auch schon gemacht ist, wie so ein Plattepanzer fast. Wehrt Flüche ab. Jetzt sind wir wieder in der Zeit, wie ich es vorhin erwähnt habe, jetzt sind wir in der Zeit, wo die Menschheit wieder selber Gegenstände herstellt. Und jetzt war es das mit einer natürlichen Sache. Der Tempel ist so ein geistlicher Versammlungsort von den Dorfbewohnern. Der Glaube gibt mir Kraft, trotz aller Probleme zu überleben. So ist es halt im Leben. So, den ich an der Stelle speichern, in dem wunderschönen Tempel hier, den ich schon so geil gemacht finde, auch mit dem Kerzenlicht, was so rot dargestellt ist, und mit der buddhistischen Statue großartig gemacht. Ja, und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy, so ein Quatsch. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma natürlich auf Pelzig, wo wir dann hier in Lhasa zum Lord Kumari gehen werden und uns mal Lhasa auch direkt angucken werden. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.